Sehr geehrte Damen und Herren, spoštovani gospe in gospodje, pozdravljam vas v imenu Slovenske gospodarske zveze pri današnjem webinarju na temo poslovni v lokali na Koroškem. In sicer na konkretnih primerih Celovec in Beljak. Danes si bomo pogledali, kaj ti dve mesti ponujata kot poslovni lokaciji. Ich darf Sie herzlich bei unserem Webinar zum Thema Geschäftslokale in Kärnten begrüßen. Im konkreten Fall werden wir uns die Städte Klagenfurt und Villach ansehen. Heute wollen wir wissen, was Ihnen diese Städte als Wirtschaftsstandorte bieten können. Kurz zum Ablauf. Wir werden mit den Grußworten beginnen, gehen dann zu den Städten Klagenfurt und Villach weiter. Und als Abschluss wird eine Unternehmerin, die sich vor einigen Jahren hier angesiedelt hat, aus ihren Erfahrungen in der Praxis berichten. Po pozdravnih besedah bomo danes predstavili mesta Celovec in Beljak. Zaključili pa bomo z izkušnjami iz prakse pod ene podjetnice, ki se je tukaj naselila nekaj let nazaj in je s tem kar zelo uspešna. Sedaj pa bi prosil gospoda Jerneja Dvoržaka, da nam kratko poda svoje pozdravne besede. Jernej, prosim. Lep pozdrav, hvala lepa. Agencija za spodbujanje investicij na avstrijskem Koroškem oziroma Babek Invest in Carinthia. Mi smo javna agencija in podpiramo tuje podjetja, v tem primeru slovenska, ki se odločijo za širitev na avstrijski oziroma nemško govoreči trg. Avstrijsko Koroško nekateri poznajo po čudovitih jezerih ali pa tehnološkem parkom v Celovcu in pa po raznih smučiščih. Malo ljudi pa ve, da gre to v bistvu za izjemno tehnološko napredno poslovno lokacijo. V bistvu, če govorimo o mikroelektroniki ali pa robotiki ali pa tudi mikroelektroniki v tem primeru. Danes pa nismo zato v bistvu tukaj, ampak smo zato, da pogovorimo, kaj nudi trgovska lokacija v Celovcu in Beljaku. Avstrijska Koroška je zelo zanimiva odskočna deska za nemško govoreča tržišča. En izmed teh razlogov je zagotovo bližina, drugi je pa zagotovo že kar slovenska govoreča manjšina, ki v bistvu pomaga z svojim odličnim znanjem obeh jezikov, spoznavanjem poslovne kulture, slovenskim podjetjem pri neki uveljavitvi. Predstavljajte si, da odprete neki trgovski lokal tukaj v centru Celovca recimo, vi potrebujete recimo odličen Facebook kanal, ostale socialne medije in zato potrebujete maternega govorca, ki vam bo tukaj pomagal. Kakorkoli, jaz vam želim, da boste uživali v današnjem webinarju, na razpolago smo pa potem pri vseh možnih vprašanjih, se pravi o davkih, o poslovnem prostoru in pravnih vidikih. Tako da uživajte, hvala lepa in se pišemo in slišimo. Hvala lepa, Jernej. Vielen Dank, Jernej Dvoržak. Mogoče kratko še PowerPoint prezentacije in vsa druge materiale tega predavanja bodo na voljo na našem spletnem mestu. Sämtliches Material zu den heutigen Vorträgen wird auf unserer Webseite www.sgz.at zur Verfügung stehen. Und jetzt beginnen wir mit dem Klagenfurter Beitrag. Pričeli bomo z mestom Celovec. Predavala bosta gospa Inga Horni, poslovodkinja mestnega marketinga, in Andreas Filc, vodja oddelka poslovni servis za mesto Celovec. Wir beginnen, wie gesagt, mit der Stadt Klagenfurt. Vortragen werden Frau Inga Horni, Geschäftsführerin der Klagenfurt Marketing GmbH, und Herr Andreas Fritz, Leiter des Wirtschaftsservice der Stadt Klagenfurt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, geschätzte Unternehmerinnen und Unternehmer, wir dürfen Sie gemeinsam mit meiner Kollegin Frau Magister Inga Horni zur Präsentation des Wirtschaftsstandorts Klagenfurt hier im Medienraum der Stadt Klagenfurt sehr herzlich begrüßen. Ja, schönen Tag, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu dieser Präsentation des Wirtschaftsstandortes Klagenfurt. Ich bin fürs Stadtmarketing verantwortlich. Ja. Zu meiner Person, mein Name ist Andreas Fritz, ich bin Leiter des Wirtschaftsservice, bin zuständig für Betriebsansiedelungen, Wirtschaftsförderungen und aktives Wirtschaftsservice. Ich darf Sie jetzt mitnehmen auf eine Reise
sozusagen mit Kennzahlen der Stadt Klagenfurt. Die Stadt Klagenfurt ist ein sehr attraktiver Wirtschaftsstandort. Wir sind ja mittlerweile auch international sehr stark auf der Landkarte. Wir haben ja mittlerweile über 100.000 Einwohner in der Stadt Klagenfurt. Darüber hinaus befinden sich mittlerweile 7.500 Unternehmen in der Stadt, wobei eine Gründungsintensität von 500 Unternehmen pro Jahr sich hier sozusagen zu Buche schlägt, was natürlich ein sehr, sehr guter Wert ist für eine Stadt mit rund 100.000 Einwohnern. Darüber hinaus sind rund 46.000 Beschäftigte hier in der Stadt Klagenfurt zu zählen, wobei rund 35.000 Einpendler sozusagen jeden Tag hier ihre Arbeitsstätte besuchen. Ich darf weiter darauf hinweisen, dass bereits international renommierte Unternehmen wie beispielsweise Philips, Magna, AdIT, DB Schenker, Kraus GmbH sozusagen diese ganzen Standortvorteile hier bei uns in Klagenfurt erkannt haben und auch hier sozusagen aufgrund der hochwertigen Ausbildungsmöglichkeiten und der enormen Qualitätsdichte auf den internationalen Märkten von hier aus tätig sind. Zu den Standortfaktoren darf ich jetzt auch auf meine Kollegin Frau Magister Inga Horni weiterleiten. Ja, Klagenfurt verfügt über eine wunderbare geografische Lage. Die Stadt liegt nicht nur am See, sondern im Süden Österreichs in zentraler Lage, ist gut erreichbar, vor allem aus den Märkten Slowenien und Italien, wird ja mit der Koralmbahn demnächst auch mit der Bahn gut erschlossen sein und verfügt auch über einen internationalen Flughafen und natürlich liegt es auch an der Autobahn der A2. Da noch einmal ein Blick auf die Lage. Die Stadt verfügt über eine hohe Lebensqualität. Sie ist sehr beliebt bei Leuten, die sich ansiedeln wollen, nicht nur weil sie am See liegt, sondern weil sie auch ein hohes Maß an Freizeitaktivitäten bietet und ein sehr ansprechendes Kulturprogramm hat. Klagenfurt bietet mit dem Lakeside Park auch den sozusagen Hightech-Forschungs- und Bildungsstandort ab. Das ist mittlerweile ein sehr renommierter Park, wo mittlerweile 60 Unternehmen angesiedelt sind, wo mittlerweile fast über 1000 Mitarbeiter hier auf diesem Standort tätig sind. Und da ist die Stadt Klagenfurt sehr, sehr stolz auf diesen Forschungspark, der in hoher Kooperation auch mit der Universität Klagenfurt arbeitet. Ja, Klagenfurt ist auch ein attraktiver Handelsstandort. Allein in der Innenstadt laden 500 Geschäfte zum Einkaufen ein. Es gibt eine hohe Markendichte. Es gibt auch, was es in vielen anderen Städten nicht gibt, ein Einkaufszentrum mitten in der Innenstadt, das einen ausgezeichneten Branchenmix aufweist. Also Klagenfurt ist ein sehr, sehr attraktiver Handelsstandort und der Benediktinermarkt, der sogenannte frische Markt in der Stadt, ist über die Grenzen hinaus bekannt. Darüber hinaus dürfen wir auch darauf hinweisen, dass Klagenfurt anhand der vielen Bildungseinrichtungen, wie beispielsweise Universität, Fachhochschule, multilinguale Bildungseinrichtungen wie Schulen, Kindergärten, auch ein sehr, sehr attraktiver Ausbildungsstandort ist. Klagenfurt bringt qualifizierte und motivierte Fach- und Führungskräfte hervor. Darüber hinaus ist es auch so, dass wir sehr, sehr attraktive, preiswerte Gewerbeflächen anbieten. Wir haben beispielsweise im Osten der Stadt Klagenfurt einen eigenen Gewerbepark entwickelt, wo wir preiswert und sehr gut angebunden Grundstücke zur Verfügung stellen, wo beispielsweise 21 Hektar hochwertiger Gewerbegrund voll aufgeschlossen für betriebsansiedlungswillige Unternehmen zur Verfügung steht. Dann, auf was die Stadt Klagenfurt auch sehr stolz ist, wir haben ein attraktives Wirtschaftsförderungssystem. Wir haben ein autarkes Wirtschaftsförderungssystem, wo wir sozusagen eine eigene Förderlandschaft abbilden. Wir sind unabhängig von KWF und anderen Fördergebern in der Stadt, im Land und sozusagen im Bund, arbeiten aber kooperativ sehr stark mit diesen Förderstellen zusammen.
Klagenfurt ist auch ein sehr attraktiver Standort für die Kreativwirtschaftsszene, sprich Coworking Spaces. Die Stadt Klagenfurt ist eigentlich die einzige Stadt in Kärnten, die es wirklich geschafft hat, hier sozusagen seit dem Jahr 2011 3 hochwertige Coworking Spaces zu entwickeln, wo wir mittlerweile 30 Arbeitsplätze abbilden und auch hier ein sehr attraktives Fördermodell für diese Coworking Spaces sozusagen drüber gelegt haben. Als Kulturstandort ist Klagenfurt über die Grenzen hinaus bekannt, nicht nur mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis, der jedes Jahr auch die Literaturszene in die Stadt holt, sondern auch mit dem Stadttheater und mit den freien Szenen in dieser Stadt. Ein Robert-Musil-Museum ergänzt das Angebot und ein neu gegründetes Festival, das Klagenfurt-Festival, belebt die Stadt im Mai. Das heißt, es gibt ausreichend Kunst und Kultur in dieser Stadt, aber nicht nur im engsten Sinne, sondern es gibt natürlich auch Kulinarik-Festivals, Tanzfestivals und viele, viele Aktivitäten mehr. Der Messestandort ist auch sehr speziell in dieser Stadt, denn das Messegelände ist innenstadtnahe. Das heißt, die Messe ist nicht am Stadtrand, sondern in der Innenstadt, was zu ihrer Attraktivierung beiträgt. Und in normalen Jahren finden bis zu 15 Publikums- und Fachmessen an diesem Standort statt. So, Messe. Und noch zum Gesundheitsstandort. Klagenfurt hat eine sehr renommierte Klinik, das Klinikum Klagenfurt, und sorgt hier so für Forschung und Entwicklung auch im Gesundheitsbereich. Darüber hinaus abschließend ist Klagenfurt auch ein sehr, sehr beliebter Sportstandort. Wir sind ja 2008 bei der Europameisterschaft Austragungsort sozusagen gewesen, haben hier ein eigenes Fußballstadion dafür errichtet. Wir haben eine sehr, sehr attraktive neue Leichtathletikanlage und es werden auch bei uns internationale Veranstaltungen, wie beispielsweise der weltweit bekannte Ironman abgehalten. Kärnten läuft, wird bei uns abgehalten. Und weitere sehr, sehr bekannte Sportveranstaltungen, die sozusagen einfach publikumswirksam auftreten. Zum Wirtschaftsförderungssystem vielleicht noch ein paar vertiefende Worte. Klagenfurt fördert grundsätzlich Investitionen bei Betriebsansiedlungen. Sprich, wenn sich ein Betrieb in Klagenfurt ansiedelt, beispielsweise auf der grünen Wiese oder darüber hinaus im Innenstadtbereich, dann besteht bei uns die Möglichkeit, eine Wirtschaftsförderung zu lukrieren. Es ist immer abhängig von der jeweiligen Investition, die getätigt wird, aber grundsätzlich steht die Stadt Klagenfurt hinter diesem Wirtschaftsförderungsmodell. Darüber hinaus haben wir auch sehr, sehr attraktive Fördermodelle im Bereich der Miete, die wir den Jungunternehmern gewähren, die sich sozusagen bei uns in der Stadt Klagenfurt ansiedeln, wo wir sozusagen 3 Jahre lang versuchen, das junge Unternehmen zu begleiten in Form der Mietförderung und sie dann sozusagen in den freien Markt entlassen. Darüber hinaus haben wir auch Schwerpunktförderungen, wie beispielsweise unser Kardinalviertel im Osten von Klagenfurt, wo wir uns den Auftrag gesetzt haben, dieses Viertel relativ gut zu entwickeln. Und auch hier haben wir eine sehr, sehr attraktive Mietförderung drüber gelegt. Und darüber hinaus geht es auch darum, die Coworker natürlich weiterhin zu unterstützen, das Coworking-Angebot auszubauen. Und auch hier bieten wir eine sehr, sehr attraktive Förderung an. Ja, im Bereich IT und Technik verfügt Klagenfurt über zahlreiche Institutionen. Nicht nur die Universität ist hier zu nennen, sondern auch die Coding School, eine neue Einrichtung, wo man in 5 Monaten zum Softwareentwickler ausgebildet werden kann. Es gibt eine sehr renommierte Fachhochschule am Standort. Und weiterbildende höhere Schulen sind hier auch vertreten. Das heißt, der Nachwuchs wird hier stark unterstützt und Betriebe, die sich hier ansiedeln, können einfach mit sehr gut ausgebildeten Mitarbeitern rechnen. Nicht zuletzt wieder der eben schon angesprochene Lakeside Park, wo einfach auch sehr viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ausgebildet werden im Bereich Innovation, Wissenschaft und Informationstechnologie.
Ja, unsere wichtigen Adressen www.klagenfurt.at, www.klagenfurtwirtschaft.at und natürlich www.klagenfurtvisit.at. Zum Wirtschaftsservice darf ich dich bitten? Gerne. Zum Wirtschaftsservice. Wir verstehen uns sozusagen als 100%ige Serviceeinrichtungen für die Unternehmen. Nicht nur für Unternehmen, die sozusagen frisch nach Klagenfurt kommen, sondern auch für bestehende Unternehmen, die ja schon am Standort situiert sind, die ja beispielsweise viele Situationen mit der Behörde abgebildet sehen, wo wir hier auch versuchen, das Unternehmen zu unterstützen. Uns ist es ganz wichtig, seitens des Wirtschaftsservices, wenn ein Betrieb nach Klagenfurt kommt, dass wir den an die Hand nehmen, gemeinsam mit dem Stadtmarketing Klagenfurt dieses Unternehmen betreuen, bis sozusagen, wenn ich das so formulieren darf, der Produktionsschlüssel umgedreht wird und erst dann entlassen wir ihn sozusagen in die Selbstständigkeit, bleiben aber immer wieder daraufhin an seiner Seite und versuchen auch Probleme, die halt grundsätzlich noch anstehen, zu lösen. Ja, und das Stadtmarketing versteht sich im Grunde als Institution, die für die Atmosphäre, für die atmosphärische Stadtgestaltung ein bisschen verantwortlich ist. Auch wir nehmen die Unternehmer, Unternehmerinnen an der Hand. Wir unterstützen sie bei Marketingaktivitäten, bei der Entwicklung von Kundenbindungsmaßnahmen, aber auch in der Kommunikation und Werbung. Wir sind vor Ort, wir sind wir sind erreichbar, wir machen Wirtschaftsfrühstücksveranstaltungen, wo die Unternehmer und Unternehmerinnen mit ihren Anliegen zu uns kommen können, wo wir sie unterstützen, den richtigen Weg durch die Behördenlandschaft auch zu finden. Wir versuchen, ihre Probleme zu lösen, sei es jetzt Gastgarten oder verkaufsunterstützende Maßnahmen. Wir machen natürlich auch Veranstaltungen und Events, um quasi die Innenstadt oder überhaupt die Stadt auch zu beleben. Aber vor allem sind wir halt natürlich zur Unterstützung der Unternehmer da. So, wir sagen herzlichen Dank. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Wir werden mit der Stadt Villach fortsetzen. Die Vortragenden sind Frau Ines Wiegiser, Projektmanagerin beim Stadtmarketing Villach, sowie Frau Maria Luise Hartwiger, die für die Wirtschaftsförderung und Betriebsansiedlung in Villach verantwortlich ist. Nadaluemos mestre Beliak, govorile bosta gospa Ines Wiegiser, vodja projektov pri mestnem marketingu, in gospa Maria Luise Hartwiger, ki je odgovorna za poslovni razvoj in naseljevanje podjetij v Beljaku. Dobar dan, herzlich willkommen in Villach. Sie kennen Villach als erste Stadt, wenn Sie durch den Karawankentunnel kommen, an einer Kreuzung großer europäischer Verkehrsachsen. Diese verkehrsgünstige Lage hat uns immer schon geprägt und zu einer weltoffenen Handelsstadt gemacht. Dies ist auch heute von Vorteil, wo mehr als 12.000 unserer 60.000 Einwohner einen internationalen Hintergrund haben. Das liegt daran, dass die großen Technologieunternehmen am Standort wie Infineon Technologies, Lam Research oder Intel auf der ganzen Welt nach Talenten suchen und diese für unsere Region begeistern können. Das liegt nicht nur an den attraktiven Arbeitsplätzen, sondern auch an der wunderbaren Lebensqualität mit den vielen Seen und dann den vergleichsweise niedrigen Immobilienpreisen. Diese Bevölkerungsschicht hat ein besonderes Faible für den Alpen-Adria-Raum. Sie schätzt die Kulinarik, die Kunst, die Kultur, das Shoppen, die Naturerlebnisse, legt großen Wert auf regionale Qualität, lebt gerne in der Innenstadt und kauft auch hier ein. Villach hat auch viele Einpendler, die zum Arbeiten oder zu ihrer Ausbildung in die Stadt kommen und dies auch für Besorgungen nutzen. Darüber hinaus ist die Region die viertgrößte Tourismusdestination in Österreich und viele Touristen und Kurgäste bringen zusätzliches Kaufkraftpotenzial. Wie sich das in Zahlen niederschlägt, wird Ihnen Ines Wiegiser nun mitteilen. Danke. Auch guten Tag und dobar dan. Ja, die Menschen aus und um Villach kaufen auch sehr gerne in der Innenstadt ein. Das sieht man an der Kaufkraftbindung. Egal ob auf den regionalen Märkten oder in den 350 Betrieben, den innerstädtischen Dienstleistern, fast 90% der Kaufkraft bleiben in der Stadt. Denn die Stadt ist auch ein Ort der Begegnung, des Wohnens, des Wohlfühlens, auch des Arbeitens.
Und somit wohnen fast 5000 Menschen direkt in der innerstädtischen Zone. Und über 9000 Personen arbeiten auch hier im Umkreis von 10 Gehminuten. Und gerade in dieser besonderen Zeit des Zuhausebleibens, der Distanz, des Abstandshaltens, genießen Menschen einfach auch wieder bewusst soziale Interaktion und die Sicherheit, die wir im öffentlichen Raum bieten können. Villach ist eben auch eine historisch gewachsene Handelsstadt und das sieht man auch an den Einzelhandelsumsätzen über alle Branchen querbeet. Die Verkaufsflächen in Villach im Stadtgebiet sind auch nach wie vor hoch pro Einwohner und somit können wir ihnen perfekten Raum für ihre Geschäftsidee oder für ihr Unternehmen in Villach bieten. Wie gesagt, liegt Villach auch durch die gute Lage im Herzen der Alpe-Adria-Region perfekt und durch die gute Erreichbarkeit profitieren wir auch durch Kaufkraftzuflüsse aus dem Marktgebiet nah und fern, aber auch aus dem benachbarten Ausland. Und gerade im Advent oder auch im Sommer sind wir natürlich eine beliebte Einkaufsdestination für die Menschen. Wir sehen das auch an den Frequenzzahlen. Wir messen ja permanent in Villach diese Zahlen und wir bewegen uns da bei rund 1 Million Frequenzen pro Monat im Durchschnitt im Jahr. Und fast jeder Villacher ist mindestens einmal im Monat in der Innenstadt, um Einkäufe zu erledigen, um Behördenwege zu machen, um Ärzte zu besuchen. Und davon profitieren natürlich auch die Händler, die wir haben. Die Region Villach ist eben auch touristisch sehr wichtig. Wir sprechen da von fast 1 Million Nächtigungen im Jahr und diese Gäste nutzen eben auch die innerstädtischen Betriebe, ob als Schlechtwetteralternative oder auch im Sommer abends, um ihren Urlaub in der Region zu genießen. Innenstadt ist auch eine wunderschöne Bühne für uns, die wir besonders liebevoll bespielen und gerade heuer haben wir versucht, Wohlfühlatmosphäre zu schaffen und da war unser Motto das schönste Wohnzimmer Kärntens und da konnten wir mit besonderen Inszenierungen, Straßenüberhängen, Lampenschirmen und Ähnlichem für ein besonderes Gefühl, einem Villach-Feeling sorgen und haben auch on- und offline für besondere Bilder gesorgt, die wir auch mitgebracht haben für Sie. Um die Stadt Villach zu einem attraktiven Anziehungspunkt zu machen, wie Sie es in diesen Bildern sehen, hat die Stadt in den letzten Jahren große Investitionen in die Stadtentwicklung und in die Qualität des öffentlichen Raums gesetzt. Diese wurden auch unter Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsaspekten konzipiert und unter dem Titel Villach lebt grün umgesetzt.
Villach ist im laufenden Jahr auch in einem umfassenden Markenentwicklungsprozess. Von der dabei entwickelten Positionierung und Profilierung werden auch die Unternehmer in der Stadt profitieren. Wir hoffen, dass wir mit diesen Bildern Ihr Interesse am Standort Villach wecken konnten. Um dies konkreter in eine Ansiedlungsüberlegung umzumünzen, zeigen wir Ihnen unsere Fördermöglichkeiten und unsere Unterstützungen. Mit der Wirtschaftsförderung Villach fördert Vielfalt können wir zwischen 10 und 20% Ihrer Nettoinvestitionskosten in den Umbau und die Umgestaltung und die Fassadengestaltung Ihres neuen Geschäftslokales unterstützen. Die Förderung beträgt maximal 10.000 € und hängt von der Bewertung durch eine Jury ab, die nach folgenden Kriterien entscheidet: Ihr Businessplan, Ihr bisheriger Werdegang und Ihre Unternehmerpersönlichkeit und der positive Effekt für die Villacher Altstadt. Bitte beachten Sie, dass jede Förderung vor Projektbeginn beantragt werden sollte und die Auszahlung wie folgt gestaltet ist: Sie bekommen 2 Monate nach Ihrer Geschäftseröffnung 50% der Förderung und nach 9 Monaten Geschäftstätigkeit die zweite Hälfte. Darüber hinaus sind wir gerade dabei, eine zweite Förderung zu konzipieren, die Ihnen ein kleines Geschäftslokal in bester Villacher Innenstadtlage zur Realisierung Ihrer Idee zur Verfügung stellen würde. Das ist ein Pop-up-Store, das Sie als Untermieterin der Stadt Villach kostenfrei mit einem nur geringen Betriebskostenanteil zur Verfügung bekommen. Und darüber hinaus unterstützen wir Sie sehr mit Beratungsdienstleistungen, indem wir Sie zu Behördenterminen mit Gewerbe- und Betriebsanlagen begleiten, Sie mit Unternehmerkollegen in Ihrem Quartier vernetzen und Sie bei Ihren Marketingaktivitäten mit allen Social-Media-Kanälen der Stadt unterstützen. Somit zusammengefasst, was kann Villach Ihnen alles bieten? Eine individuelle, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Beratung, Betreuung und Begleitung, sowohl bei der Auswahl des Geschäftslokals, als auch im Genehmigungsverfahren, als auch bei Förderanträgen, die Kontaktherstellung zu relevanten Ansprechpartnern und die Teilnahme an den vielen Marketingaktivitäten und Events und Veranstaltungen, die im ganzen Jahresverlauf in der Villacher Innenstadt stattfinden. Wir beide sprechen leider nicht Slowenisch, aber wir sind sicher im Englischen und freuen uns sehr auf Ihre Anfragen. Dankeschön. Ja, und sollten Sie jetzt wirklich Lust auf Villach haben, nutzen Sie unsere Webplattform www.villachimo.at, um Möglichkeiten, die wir Ihnen bieten können, schon von zu Hause aus zu sichten. Und wir beide sind die Ansprechpartner vor Ort. Wir freuen uns auf Ihren Kontakt. Hvala lepa. Hvala lepa tudi Bebeljak. Vielen Dank. Wir setzen fort mit Frau Irena Novinček, die sich mit ihrem Schneidereiunternehmen vor einigen Jahren in Klagenfurt angesiedelt und hier Fuß gefasst hat. Sedaj se bomo posvetili še izkušnjam podjetnice, ki se je nekaj let nazaj s svojim podjetjem naselila v Celovcu. Pozdravljam gospo Ireno Novinček, ki je tudi naša odgovornica. Kje pa je? Halo? Piše mi, da me moraš ti vklopiti. Piše tle video starten. Ok, oprosti. So, zdaj pa gre. Se opravičujem, prosim Irena. Hvala lepa. Okay. Lep pozdrav z moje strani. Pozdravljam pravzaprav za ovinkom od Slovenske gospodarske zveze, kjer imam svoj šiviljski salon. V Avstrijo sem prišla pred 8 leti. Odločila sem se za ta korak pred 9 leti in za začetek bi rekla, tako kot sem jaz prišla v Avstrijo, tega ne delajte, ker malo sem mogla imeti potem tudi sreče, da mi je uspelo, ker nisem imela pojma o tem, kako je zaštartati podjetje v Avstriji. Odločila sem se, da pridem v Avstrijo oziroma v Celovec po kratkem obisku in izletu okrog Vrbskega jezera, se zaljubila v pokrajino, med pogovorom ugotovila, da so pravzaprav ljudje na Koroškem izredno prijazni. In ko sem prišla domov, sem rekla, jaz grem živeti v Avstrijo. Do te odločitve me je pripeljala tudi moje veliko nezadovoljstvo z delom in življenjem v Slovenj Gradcu. 20 let sem imela krojaški salon dol
ljudje me niso sprejeli, mojega dela niso cenili. Slišala pa sem potem, ko sem se odločila, da grem v Avstrijo, da pa tu še cenijo ročno delo in da nas pravzaprav tudi potrebujejo, da primanjkuje dobrih šivil. Po tej moji odločitvi sem se obrnila na 2 kontakta, eden je bil Slovenska gospodarska zveza, drugi je bil naša odvetnica Marija Škaf, ki mi je v bistvu dala prvo potrditev, da sem na dobri poti, ker je rekla, ja, pridite, mi potrebujemo šivilje. In mi je dala tudi seznam vseh dokumentov, kaj potrebujem. Medtem ko me je pri Slovenski gospodarski zvezi takratni vodja evropskega projekta prijavil na evropski projekt, in s tem sem prišla tudi na finalno prireditev, kjer sem spoznala še davčnega svetovalca, ki mi je potem pomagal ustanoviti obrt v Celovcu, mi pomagal tudi poiskati poslovni prostor in stanovanje, ker sem se namreč odločila, da grem v celoti gor. Nisem se želela voziti, kar je bila pa pravzaprav tudi zelo dobra odločitev, ker ne moreš nekako delati z ljudmi, to, kar jaz delam, brez da ne poznaš navad ljudi, ki živijo tle. Šiva moda v Sloveniji je v bistvu zelo drugačna od mode v Avstriji, in če bi se gor in dol vozila, bi se tudi ne naučila jezika tako dobro, kot ga govorim danes, ker sem prišla v Avstrijo z znanjem jezika na osnovi srednje šole, kar pomeni, da smo se dejansko učili nemščino in Korošci pač govorijo avstrijsko. In je velika razlika in ravno zaradi tega, ker sem govorila veliko z ljudmi in se z njimi pogovarjala in so me vedno znova pohvalili, da dobro govorim, so mi tudi pomagali na začetku, ko sem se jim pravičila, da še ne govorim dobro nemško. Moram reči, da so me res dobro sprejeli. Jaz sem se po 6 mesecih od moje odločitve preselila v Celovec. V Sloveniji sta ostala oba otroka, ker sta bila že toliko odrasla, da sta rekla, da si ne želita iti z menoj in da želita ostati v Sloveniji, kjer sta tudi še danes in sta oba uspešna v Sloveniji. Jaz pa sem začela svojo pot tukaj. Ljudje so me sprejeli takoj. Reklame posebne nisem delala, enostavno sem predstavila svoje obleke pred svojim krojaškim salonom, takrat še na Trfisrci. In ljudje so prihajali, zaupali so mi, da bom dobro naredila in vsi smo bili dejansko zelo zadovoljni. Kasneje, po 2 letih, sem uspela kupiti tale poslovni lokal, kjer sem danes. Zame je bila to res odlična poslovna odločitev, sploh v tem času, ko je korona, mi to zelo koristi, ker imam nizke obratovalne stroške in se ne obremenjujem tako zelo, kot bi se recimo z najemnino. Kar bi predlagala oziroma priporočila podjetnikom, ki se odločajo, da pridejo v Avstrijo, je predvsem znanje jezika, vsaj osnova, prijaznost, točnost, poštenost in s tem se pride daleč. Ljudje nas imajo radi, meni so na začetku povedali, da mi Slovenci smo tu cenjeni in to so mi v vseh teh letih vedno znova moje stalne stranke pokazale. Avstrijci so stalne zveste stranke. Ne menjujejo šivilje zaradi cene in ostajajo, prihajajo, vedno znova priporočijo naprej in ravno zaradi tega je moja najboljša reklama dejansko ustna propaganda oziroma reklama od ust do ust in danes lahko rečem, ja, uspelo mi je in se veselim novih izzivov in ja, bomo videli, kaj bo. So, noch in Deutsch. Ganz kurz, okay, Sie hören jetzt meinen Hund im Hintergrund. Sie ist jetzt ganz eine junge Hundin und ich versuche sie zu beschäftigen mit einem Leckerli. Auf jeden Fall, ich bin vor 8 Jahren nach Österreich gezogen, weil ich habe mich verliebt in Kärnten. Das war meine größte, eine Entscheidung, leicht zum Nehmen und mir hat am Anfang geholfen Slowenischer Wirtschaftsverband mit Liste, was ich da brauche. Ich habe jemand anderen nicht gehabt, außer meinen Steuerberater. Das hat mir geholfen, ein Geschäftslokal zu finden und
und auch eine Wohnung. Und dann später, es war Mundpropaganda das Beste, was ich bekommen habe. Und meine Stammkunden haben gerne weitererzählt. Was hat mir sehr viel geholfen, war auch Wirtschaftskammernkehrten, weil ich war erste Teilnehmerin von FEM Academy, das ist ein Projekt für die jungen Unternehmerinnen. Weiter habe ich dann viele neue Kontakte gemacht mit der Wirtschaftsbund. Und ich muss ehrlich sagen, mit Wirtschaftskammernkehrten oder Österreich, da kriegt man schon eine große Hilfe. Und ich habe vor 6 Jahren dann auch Geschäftslokal gekauft an St. Ruprechtstraße, umgebaut und bin ich sehr glücklich da. Nachbarn sind toll, meine Kolleginnen, wir helfen einander, wir arbeiten zusammen und ja, was soll ich sagen, ich bin einfach glücklich in Kärnten und ich werde da bleiben. Hvala lepa, vielen Dank. Im Grunde, mir hat den ersten Absatz sehr gut gefallen in Slowenisch. Machen Sie es nicht, wie ich es gemacht habe. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Weil so wie ich gekommen bin, es ist nicht, sollte man nicht so machen. Ohne richtig Sprachkenntnisse, ohne dass du jemanden kennst, ohne dass du genau weißt, ob da wirklich schaffst oder nicht. Die Wille ist da, Wunsch ist groß und ich habe nicht versucht, meine Mode umzusetzen. Ich habe mich einfach angepasst an Wünsche von meinen Kunden. Ali so avstrijske stranke bolj zahtevne? Ja in ne. Jaz bom takole rekla, v Sloveniji sem delala bolj ekstravagantne modele, cena je bila mizerno nizka, v Avstriji delam brezčasno modo, trajno modo, kar je dejansko pisano meni na kožo. Podpiram trajnostno oblačenje in mi ta trenutna instant moda definitivno ni všeč. Im Deutsch noch kurz, ja, ob die österreichischen Kunden mehr verlangen? Nein, ja und nein. Was mir gefällt und wo wir eigentlich uns gefunden haben mit meinen Kunden, ist Nachhaltigkeit. Ich habe in Slowenien produziert ausgefallene Kleider. In Österreich ist Kärnten eigentlich. Ich muss betonen, Kärnten und Österreich, das sind zwei große Unterschiede. In Kärnten ist Tradition sehr beliebt, Tracht, das habe ich gelernt. Ich habe nicht probiert, jetzt meine Kunden überzeugen mit meiner Mode aus Slowenien. Ich habe mich angepasst und genau das hat geklappt. Upam, da si zadovoljen, Jernej, bi še mogoče kaj povedala več, še kaj nisem odgovorila. Danke für die Antwort, hvala za odgovor. To je bilo v bistvu, da si dobro odgovorila. Bi povabil še ostale gledalce, da postavijo kakršnokoli vprašanje, mogoče na kolege iz Celovca, Beljaka ali pa Andreja ali na mene. Z veseljem smo tukaj za odgovor. Ja, ich würde jetzt auch quasi die Zuseher einladen, noch gegebenenfalls Fragen zu stellen. Und auch die Sprecher sich bitte jetzt einzuklinken mit dem Video, um halt Frage und Antwort stehen zu können. Ich hätte eine konkrete Frage vielleicht zu Klagenfurt. Wie schaut es denn mit konkreten Fördersätzen aus? Also seitens FILAG waren da 10–20% in der Präsentation angeführt. Wie schauen denn Fördersätze in Klagenfurt aus? Kakšne so podporne stopnje v Celovcu? Entschuldigung. Der Host muss es freigeben. Ihr müsst es freigeben. Ja, ich sehe es. Super, danke. Jetzt haben wir es. Entschuldige, wir waren jetzt da mal ein bisschen technische Schwierigkeiten gehabt. Darf ich ganz kurz die Frage noch haben, bitte? Natürlich. Jetzt von FILAG habe ich gesehen, 10–20% bei Investitionen ist als Fördersatz jetzt vorgesehen. Wie schaut denn das auf Klagenfurter Seite aus? Kako so podporne stopnje celoške strani? In Klagenfurt ist es grundsätzlich so, dass wir diese Investitionsförderung anbieten. Die Investitionsförderung ist sozusagen mit Prozentsätzen von 5–10% der Investitionssumme sozusagen veranschlagt.
gilt aber auch natürlich für Investitionen, die auf der grünen Wiese getätigt werden. Das sind meistens die hohen Investitionen, die sozusagen hier zu Buche stehen. Und grundsätzlich in der Innenstadt gibt es zwei Möglichkeiten. Das erste, es gibt eine gedeckelte Förderung bei einer Mindestinvestition von 18.000 Euro. Das ist ein gedeckelter Förderbetrag von 3.700 bei Investitionen in ein Geschäftslokal. Und darüber hinaus reden wir wieder von den Prozentsätzen von 5 bis 10%. Das ist rein auf die Investition, schlägt sich das nieder. Und dann gibt es noch die Möglichkeit der Mietförderungen. Und diese Mietförderungen sind eigentlich das Interessante bei uns, weil die laufen über 3 Jahre hinweg. Und da ist ein gedeckelter Betrag von 14.500 Euro zu erreichen. Und im Bereich des Kardinalviertels, das Entwicklungspotenzial hat, das ist im Osten der Innenstadt sozusagen. Und hier haben wir eine gedeckelte Mietförderung von 10.000 Euro, auch gestreckt auf 3 Jahre. Das sind sehr beliebte Förderungen und die werden natürlich sehr gut in Anspruch genommen, weil das planbare Summen sind. Okay, vielen Dank. Se pravi, če na hitro prevedem, če sem vse pravilno si zapisal, upam, da ja. Pri posameznih investicijah, recimo, ki dosežejo vsaj nekih 18.000 evrov, pomaga mesto Celovec z vsoto 3.700 evrov. To je prva kategorija. Druga je pa pri tako imenovane, pomoč pri najemnini, sogenannte Mietförderung, pa je v bistvu pomoč mesta, Sie haben gesagt 10.000 Euro, klar? Ja, 10.000 Euro v 3 letih. In 3 Jahren kriegt man bei Mietförderung 10.000 Euro, klar? Habe ich richtig verstanden? Richtig, ja. Ja, aber immer vielleicht noch dazu, gerne immer 1 Jahr im Nachhinein. Tako, vedno leto za letom. Tako, nicht alles auf einmal. Ja. Genau, weil wir müssen ja auch sehen, dass das Unternehmen grundsätzlich sich am Markt bewegen kann. Und das ist diese Sicherheitsbarriere, immer 1 Jahr im Nachhinein. Ja. Ich hätte vielleicht eine Frage jetzt an beide Städte. Und zwar, könnt ihr neue Geschäfte auch zum Beispiel mit euren sozialen Kanälen unterstützen? Zum Beispiel auf Facebook könnt ihr veröffentlichen, wir haben das und das jetzt neu in Klagenfurt oder Villach. Se pravi, vprašal sem jih, če lahko podjetnik dobi podporo pri mestu na recimo Facebook kanalu, ko nekdo odpre in nekako naredi neko zgodbo iz tega. Bitte, Villach zuerst. Ja, wir betreiben ja als Stadtmarketing und als Stadt Villach Social-Media-Kanäle auf Facebook und auf Instagram. Wir freuen uns auch, wenn Sie vorbeischauen unter Villach_City auf Instagram oder Stadtmarketing Villach auf Facebook. Und natürlich teilen wir da auch Neueröffnungen, Neuigkeiten aus den Shops, Aktionen und machen auch gemeinsam mit den Betrieben gemeinsame Kampagnen. Im Zuge der Pop-up-Förderung gibt es ja sowieso auch ein richtiges Social-Media-Paket dazu auch noch. Okay, wollt ihr vielleicht Klagenfurter noch die Antwort geben? Wollt ihr es nicht übersetzen? Ja, Entschuldigung. In der Zweisprachigkeit. André, wie hast du? Im Grunde mit Ja, das wird auf jeden Fall unterstützt seitens der Städte. Ganz kurz, also ja, mestat nas vsak način podpirajo po svojih socialnih medijih, tako čisto na kratko in jedrnato. V detajl vam bom pa napisal, mislim, da je bolj pametno, da ne bomo vse skupaj podvajali tukaj, ker mislim, da polovica občanstva razume oboje. Ich sehe, wir haben eine neue Frage bekommen. Darf ich jetzt auch noch antworten vielleicht? Bitte, Entschuldigung. Okay. Wir haben einen Instagram-Account, der heißt Klagenfurt_City. Dort arbeiten wir sehr stark redaktionell und dort präsentieren wir Unternehmer, Unternehmerinnen mit ganz besonderen Konzepten. Also wir unterstützen jene stark, die mit ganz besonderen Konzepten oder ganz besonderen Produkten am Markt sind. Das ist eine redaktionelle Geschichte. Wir präsentieren aber auch alle neuen Betriebe in der Stadt in diversen Printmedien, auch in eigenen Printmedien, auch gemeinsam mit der Stadt. Wir sind sehr, sehr stark aufgestellt im Bereich Content Marketing. Das heißt, wir blocken
Wir blocken immer die besten Betriebe, die schönsten Betriebe, die interessantesten Betriebe, die interessantesten Produkte. Hier werden wir auf Google gefunden und das ist natürlich das Entscheidende, entscheidender als Social-Media-Kanäle. Wir haben jetzt gerade eine Initiative laufen, wo Unternehmer und Betriebe ihre Google My Business Accounts professionalisieren können, gratis, sodass man auch hier perfekt präsentiert ist. Also hier gibt es zahlreiche Maßnahmen. Und Kollege Fritz würde noch gern was zu den Pop-ups sagen, die es natürlich auch in Klagenfurt schon seit vielen Jahren gibt, von der Stadt unterstützt und gefördert. Ich habe gesehen, dass im Chatroom eine Frage zum Thema Pop-up für die Stadt Klagenfurt sozusagen aufgepoppt ist. Gell? So wie die Kollegin Frau Magister Inga Hornig gesagt hat, wir haben ja schon längere Zeit den Pop-up-Store bei uns. Und wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass wir diesen Pop-up-Store grundsätzlich gratis zur Verfügung stellen müssen. Weil wir gesehen haben, dass die Geschäftsidee sozusagen dort in einem Zeitraum von 3 bis 4 Monaten präsentiert wird und auch in diesem Zeitraum grundsätzlich gesehen wird, ob diese Geschäftsidee auch greifen kann. Deswegen hat sich die Stadt hier quasi Commitment dazu, dass wir Pop-up-Store, den wir hier sozusagen aktuell haben, gratis zur Verfügung stellen für interessierte Leute. Se pravi, če prevedem najprej gospod Huani, je povedala, da v bistvu na raznih socialnih kanalih podpirajo predvsem zgodbe, ki so, bom rekel, specialno posebne, oziroma posebne, se pravi, o katerih je zelo zanimivo poročati. Tako da, če ima zgodba, bom rekel, neko zelo zanimivo noto, so zagotovo zraven. Potem pa pomagajo tudi pri tako imenovani Google Business Accounts, kjer se v bistvu lahko dobite podporo strani mesta. Kar pa se tiče, se pravi, tega tako imenovanega pop-up stora v Celovcu, pa v bistvu lahko dobite tak pop-up store gratis za 3 do 4 mesece in v bistvu tako preizkusite, ali je vaš produkt dovolj zanimiv, da bi šli v neko najemnino. Zdaj pa, Andrej, če mi dovoliš, kar lahko pozamem prvo vprašanje, in sicer, wie hoch sind die Mieten pro Quadratmeter angegeben, also ist der Kardinalbezirk, aber ich würde die Frage auch an die Villacher gerne richten. Bitte, Klagenfurt zuerst. Entschuldigung, gerne. Du wolltest wissen, die Mieten in der Innenstadt, im Kardinalviertel grundsätzlich? Ja. Im Kardinalviertel reden wir grundsätzlich von einem Durchschnitt von ca. 7 bis 8 Euro. Netto. Netto. Se pravi 7 do 8, tako v mestu, se pravi v mestu Celovec 7 do 8 Euro na kvadratni meter, netto. Okay. Genau. Und in den 1A und B-Lagen sind es so zwischen 18 und 21 Euro netto am Quadratmeter. In was für Lagen? 1A und 1B. Okay. Und auf die Frage, welche Branchen... Gehen wir dann zur nächsten Frage später. Ich würde noch die Frau Wiegiser und Luise und Hadwiger meine Antwort bitten. Zum Thema Mieten würde ich antworten wahrscheinlich. Also wir haben natürlich auch verschiedene Zonen. Direkt am Hauptplatz sprechen wir von einer A-Lage und da bewegen wir uns zwischen 15 und 25 bis 30 Euro pro Quadratmeter netto. In den B, C-Lagen ist es unterschiedlich, abhängig von der Größe natürlich, aber so zwischen 5 Euro bis 12 Euro, je nachdem, wo man sich da befindet. Aha, se pravi, tukaj tako kot v Celovcu, se pravi A ali B cona, to je očitno kvaliteta, frekventnost in tako naprej, nekje med 15 in 30 evri na kvadratni meter. Potem pa cona kot so C, pa nekaj manj nisem ujel točno koliko. Tako da, če gremo potem lahko na naslednje vprašanje. Welche Branchen? Ja. Bitte Klagenfurt? Naja, von Branchen in Zeiten wie diesen zu reden, ist ein bisschen schwierig, weil natürlich die neuen Geschäftsmodelle, die auch vom Konsumenten nachgefragt sind, eher in Richtung Konzept gehen, also eine gemischte Branche eigentlich sind.
Branchenreinheit gibt es ja im Grunde so gut wie nicht mehr. Was sicher für Klagenfurt interessant ist, ist jede Form von Mode, aber auch, ich sage jetzt einmal, Unterwäsche oder solche Dinge. Und sicher auch Bett, Tisch, Haushaltswäsche aller Art. Also das sind sicher Themen, die für Klagenfurt interessant sind. Mhm. Noch eine Ergänzung aus Villach: In unserem Bemühen um Vielfalt geht es uns auch sehr stark darum, Originäres, nicht Austauschbares zu haben, das eine gewisse Einzigartigkeit darstellt. Noch eine kurze Ergänzung zur Idee, meine Idee, mein Shop. Wir glauben, dass gerade die Unterstützung am Anfang im Bereich der Behördenverfahren oder der Best Practice Austauschmöglichkeit mit anderen Unternehmen die jungen Unternehmer ihnen die Möglichkeit gibt, sich unmittelbar auf ihr Geschäft zu konzentrieren und möglichst schnell zu starten. Also es geht nicht immer um Geld, sondern auch um Kontakte und um Unterstützung in vielfältiger Art. Okay, zuerst die Antwort von Klagenfurt zu übersetzen. Ja, se pravi, težko je govoriti o nekih točno določenih branžah, panogah, ampak zagotovo so v bistvu vse panoge v povezavi z modo, se pravi razne spodnje perilo, se pravi spalnice, tiš, se pravi okrasitev mize in tako naprej, so zagotovo vedno dobrodošli in imajo nek promet. Odgovor Beljaka pa je, da v bistvu zelo prisegajo na originalne, se pravi dobrine, ki imajo neko posebno vrednost, ki se pravi govorimo o nekih posebnih proizvodih. V povezavi z tem programom Meine Idee, Mein Shop, se pravi moja ideja, moja trgovina, pa iščejo se pravi posebne zanimive proizvode, ki pašejo v samo mestno jedro. Andrej, boš kaj dodal? Mislim, da si zelo dobro prevedel. Eno, kar bi še mogoče dodal, kar je gospa Hadviga zelo dobro rekla, da pogosto krat ni odločilno denar, ni odločilno denar, ki ga dobiš, temveč kontakti in podpora, kam se obračati, da čim hitreje in čim bolj eficientno lahko zaženeš podjetje. To je treba tudi dejansko podčrtati, da je ravno toliko važno, kako je to, in da se informiraš vnaprej, kam in kako in kaj točno. Dobro. Jaz drugih vprašanj ne vidim zaenkrat. Also ich sehe derzeit keine weiteren Fragen. Če so še vprašanja, koristite priliko. Ne? Ja, imaš še kaj dodati? Nein, ich denke, also 1 Stunde hat es gereicht. Also wir werden die Kontakte von Redner zur Verfügung stellen. Ja. Bomo dali na razpolago vse kontakte. Jaz se bom zahvalil tako kar na tem mestu za organizacijo. Vsem gledalcem želim lep pozdrav, lep večer. Vielen lieben Dank an alle Redner, Vortragenden, und ich hoffe, dass wir viele neue Unternehmer aus Slowenien hier in Kärnten begrüßen werden können. Upam, da vas bomo lahko kmalu pozdravili in pomagali, da tukaj zaštartate z vašo poslovno potjo na avstrijskem Koroškem. Hvala lepa. Vielen Dank auch von meiner Seite an alle Mitsprechenden, an alle Teilnehmer. Hvala lepa z moje strani vsem sogovornikom, vsem poslušalcem. Pozdravljena Irena. Kot vidite, zdaj ravno vidite kontaktne podatke oziroma spletne naslove, kjer najdete vse te informacije od vseh teh sogovornikov, Mr. Celovec, Mr. Beljak, tudi MODI. Prezentacije same in posnetek današnjega dne bo na voljo na našem spletnem mestu, to je čisto spodaj. Also hier Sie sehen hier die Kontaktdaten der beiden Städte, auch von Irina Nowinczek, so Sie noch persönliche Fragen hätten. Die Unterlagen als solche, also PowerPoint-Präsentationen und auch die Aufzeichnung des Webinars werden auf unserer Website zur Verfügung stehen. Die Adresse ist unten eingeblendet. Sie finden es aber auch ohne weiteres, wenn Sie quasi jetzt auf unsere Webseite gehen. Hvala lepa z moje strani. Vielen Dank von meiner Seite an alle nochmal und vielen Dank. Tschüss. Danke, hvala. Hvala lepa, svila. Hvala, nasvidenje.
Ja.